Den Debat d'Stolperstein zu Junglünster geht weiter. D'lächt Woch hatte man engem echten Deel des Delikatproblematik opgegraff, an dat Menunge weiter auseinandergehen. Hauptstreitpunkt ist froh, wen darf op dene Gedenkplacken als Affer genannt, a wer soll net genannt gehen. Dabei betonen die eng, nimmen die Menschen dürfen als Affer unerkannt gehen, die aufgrund von der Nazi-Ideologie ëmbrucht goufen, fir op die Millionen jüdisch Affer. Gegenseite argumentiert eng hierarchisch Klassifizierung von den Affer wird zu vermeiden. Jedenfalls ist dieser Streit weiter eskaliert und noch die letzte Woche haben sich weiter Pro- und Kontrastimmen zu Wort gemeldet und die Leserbriefe ihre Position verteidigt. Auch die letzte Woche ging die delikate Debatte über die Stolpersteine, auf wen darauf die Übricht gehen, weiter. Und dabei gower gëtt mat harte Bandagen opréiert, a schärf wieder a Begriffe angesät. Für allem ass dabei Leserbrief am Wort von der Fédération des Enrôlés de Force Victimes du Nazisme opgefallen, bei dem et geheescht huet, déier vun de verstuwene jungen Armeedischer dief net respektlos behandelt gin. Dat Sentiment gefouert Kesseldreiven an der Presse, an de soziale Netzwerke, geen zwangsrekrutiertem, huet die nach Lebenszeit seien, an denen hier Familien all schwer getraff, an as net méi ze odroen. Weiter am Leserbrief. Membre vom Zentralvorstand von der FEDEF sowie all Membren von den Lokalsektionen losen het net so, dass die von den verstorbenen jungen Armeedische sowie auch die nach Lebenszeit seien, ihren ältere, großältere Geschwister, Monin und Taten respektlos behandelt wird. An einem anderen Leserbrief von François Beck von Junglünster, also da, wo die Debatte mit der Stolperstein angefangen hat, heisst es vierop. Die Debatte gehört an den Unterricht. Gedenken geschieht nicht nur an der Vergangenheit, aber auch den Präsent willen. Denn Herr Beck verweist dann auf sein Großpap, den zwangsrekrutierte war, an zu schroen Assets gezwungen gouf, mit der Frau, gäf mein Großpap sich selber als Opfer vom Krieg gesinn. Jo, gäf ihn aber eine Gleichmacherei am Gedenken zulassen? Nein. Und dabei ist ihn am Kern von der Diskussion ukom. Letzte Woche hatten wir einen ersten Teil aus einem langen Gespräch mit dem zwangsrekrutierten Emil Schwirzbruch, den aus der Wehrmacht desertiert war, aktiv Resistenz gegen Nazi gemacht, an 2 Preise Gendarmen zu heischender Schoss hat, ab bis zu Kriegsende gejagt gouf. Vielleicht kann ich ein bisschen Beispiel an der Geschichte von Emil Schwirz auflesen, wie delikat der Spagat an der Diskussion unterschiedlich Kategorien von der deutschen NS-Diktatur ist. Ich hatte Chance, ich in einem halben 12 sinnig über die Straße, die auf Bettelberg fährt, von Metzig auf Bettelberg, auf Fehlen. Sind ich über die Straße gegangen. 12 Uhr war alles besetzt. 12 Uhr mittags. War alles besetzt, war alles schon aufgesperrt. Du weißt zu Mischelbuch, die seit du weißt aus der Face. Wenn ich da nicht eine Chance gehabt, wenn ich da angehalten habe, ich war zwar ein Zivil an die Firma, ich habe doch keine Kabine, nicht. Ich habe doch keinen Ausweis an die Firma. Was hast du am Kabine gemacht? Ich habe nicht an den Komperstecker versteckt. Ja, und die Idee stoppt, du hast sicher sind Preise nicht getreten. Ja, du die alles in Sicht zu heißen, das ist schon ein Professor dann am deutschen Buch vom Lycée, da hat die auch ein bisschen davon geschrieben, da Preisen alles da besagt hatten, und die heißen, du als einen fiktiven, fingierten Telefonruf kommen, während der Uhren zu 11 gesiegt gehen. Und die Preise haben bei Isa gepackt, und sie sind in die Zeit gegangen. Sie dann Tischlich op sich verlagert. Ja. Wen hat den Nurruf da gemacht? Den fiktiven? Das kein Mensch sich bekannt oder war, oder ich habe keinen Kontakt mit dem kritisch wieder. Und du sie am Wort, als wir das Foto gewesen vom Lux, da Kerzen drauf, wenig kennen. Pur mal, dass das schon kommt. Preisen hun. Und du ein Gesicht finden, das überhaupt fair. Ja, und das ist nicht rausgekommen. Das ist nicht rausgekommen. Sie haben Telte gerufen, sie haben Wettelberg gerufen, wie bei Leicht. Die ist schon abgebaut in zu Wettelberg. Und die Schüler in den Mund gehalten. Und sie nicht Alter war noch da. Und die haben so, durchgehalten. Durchgehalten. Okay.
keine kann. Das war ja eine Chance auch für Ja. die ja. Die haben alle über Merci gesagt. Glück seine Eltern. Weil die zwei umgelöst Mhm. ja. Ja, das kann ich verstehen. Ja, das ist... Ja, das war so. Wie dämmer se geféierlich ginn ass Volké richtig méi Dschungen an der Dach holen, hunn ich gesot gin nicht an England. ass eng Lin, die besteet durch Belg, Frankreich a Spien fir an England. Barmenke so eng fantastisch Idee vun mir, war du alles an Vee gesat, du sinn den 3. Januar. Sinn ich mat zweet mat dem Konsemus do an nach mat dem Pancelé, sind se mat mir op Echtlouf gefuert, et grün wie Schwein, die nucht natürlich do beim Braun an dem Haus geschluf. An den Jan soll ich vun Duft soll ich transportiert gin op der Lin. Die war se. An du Janne necht simme dann zu Fos op Lulzhausen ja. Lölz. An do hun ich beim Origer geschluf. Dat steet jo alles am Buch. Und, alles an der Reihe, aber do am Gang beim Siessen komme Mann ganz opgerecht und hat gesagt, et geht net 4 Uhr, da se zu leck gehol gin. De verrät wahrscheinlich alles, müssen alles aufbrechen. Wir sind nicht op Echtluftgang schon de Wëllerem Jolles hinm Zweck bei de Konsemius geführt. Weil ich wollte fort, also gut wie garantiert, dass ich nicht mehr war do. War net froh, ich kann man hat ganz gut firstellen, die Bemmerem do war. An du hast an der Zeit as eng Familie geholge verhaft gin an KZ kom. Die awer gënnech mat die Di hat, wie seg an Aafäschwet. An du nicht gesot, da gin nicht an de Bisch. Gin nicht an de Bisch, Baumer Bunker, du hast die Ideen schlagen. Dann du nicht den 20. Januar sinn ich an den Schummer an die Platz do rausgesicht an die ich dann leng om ze evaluieren hunch mir die Plaze aus Gesicht an da sinn ich mat Handfecht geschéb eng Pi eng Schëpp an net en Heel. An dunne ugefallen ma Plaze ausgesicht, die frei enge muss frei war Beem ëmme Beem die net dreck gin, da gëtt mir eng frei Platz ich mit so ausgesicht. An dunne ugefallen mat Growen de Burde rausgekappt an die Vier bis dat Dicht gin sinn zu Fos Mäz. Das sind 3-4 Kilometer zu Fuß de steckt ober. Dat was so viel gang du gett Wand, du kët Schnee, wenn misisten do bleiben, kann ich net schaffe go, net Spuren hätte mich jo verroden. Fir dann besser sinn ich dann du soll ich den 1. April soll ich dann aber endlich endgültig war de Bunker so weit fertig, soll ich dann plnnern, soll ich dann an de Bech goen. Ich hun noch einfach so dat och gemat et war dämmer se kal, ich hat kein Decken an neich Lucht op der hölze Bretsch, dat ich mir do gemat hat hun ich mich fatzege kalt. Ech hun miss am Zeck bei de Konsemusler sie mich versucht, dat dacht ich gedauert ich die Gräber wat hat ich du hannech gin ass an du ëmme dem Druck Leiit hunn dich net du was zuviel hai. An du sinn ich dann awer de Feierzeiten darüber sinn ich dann awer definitiv an de Bech gegangen. Definitiv. Also mir versprach se gi mat Dir ze bringen, de Feesteg im Jostiler gi Dir ze bringen du hätte fir michch gesuet. Anne Wäschen hatte ich zu mit Chat in Haus, wo ich auch halt gange sinn. Die war ganz lief, dat waren 3 junge Gesellen, 2 junge Gesellen an eng Joffe schon 40, 50 Jahre, die mir auch ganz viel geholfen, die mit Wäsch gemeldet und an du den 1. Mai, den 30. April, du sich von meinem Bunker mehr Revolver zu botzen und die 4 Bemo gehen. Mil. Scheiern, dass du am Beschweg aufgehen hast. Immer ein Mil. Und die Tschöwen, was das tut. Dann nehme ich auf den Bau für ihn zu gucken und ich dann 3 Paar Bege sind da gehen. Auf wen hast du das da? Du musst aber gucken, aufpassen. Kennt ihr auch mal ein, ich will nur scheißen. Also nicht einen großen MW gemacht, du sie müssen da scheinen, wenn auf den Kopf, und du kommen sie dann. Und wenn ich dann rausgegangen, da waren dann 3, wo wir schon bei Nähe sitzen,
beim Kips am Haus. Ne? Die Kips selber, der Weg selber, den huet ja Mr. Fortlaufen bei der Schäserei zu Mäzig den 21. November 1943. Hun ich Joch geschrieben. Ma ja du bimmel als Streichsteckbäume. Ja. Du awer mis de film Essen organiiséieren dat sofir gang. Dat waren zwee Joke den iwwer de Chausseroudi vun Dideling mat 17 Joer war dei cho fortgelaufen, hat go keng Ursache gehabt fir fortzulaufen. Dat war de Nëwe vun dem Kipse Victor. Dat war romantisch. An den anderen dat war den aus de Schlënne de mischt ower junge Kerl vun 18 Joer. Die hunn sich sind die plagig an Sonn gelöst an fir so Tricke gemerk. Dat war schrecklich. Mne als Chong ausgedut Strmbes gelft, dat ze zolte méi fort. Die hatte keine Ru. Die war net ze ben, praktisch net ze ben. Ja, dat geht da wie het geht. Die Kipse Weg, die war Chef von der Organisation, Distriktchef vom ganzen Eestlik an der LVL. Die sollte mir dann ein bisschen Tournee machen an Eestlik. Puch Leibesichen, die organisiert waren. Und an der Zeit de Rudi sie Dommete gemerkt wie als Gang immer en Knecht oder den du geschafft huet no bei beim Bunker, du huet den klenge Rudi him de Karabine vu nues geha an die Fi an den huet geschaut, den as Fehler gelläft Scheise mich war den Bunker verroden. wie mir ëmkommen die Sauerei hat am lichten du geschlo Rudi. Du meist in de Bunker verlosen. Du war mé Schene Bunker und ich misste verlosen. Dat dat fircht. Dat war net einfach. A wohin dann? Kipse Weg, dat war der Chef vun der Organisation vun der LVL. Dat heißt, den ass mat den zwee anderen bei der Bunker kommen. Ja, den net hunn engem organiiséiert, ass de net gewur gin, dat mir datch do de Bunker het. Die anderen Jo bemmer hadch de Deit. Und sie en Dach. Die waren zu Rengel kurz gewiss an du war doch brennt. Dé do fortgang se mech opsicher, weil de wësten dat dichcht an den Becht. Das ist erstaunlich, dass er nie verrodet gesit. Wie hast du dat denkt wusste aber viele war ja richtig geheim. Ja, das war kein Geheimnis. Nee, dat war gut kein Geheimnis, aber du musst in der letzten Jahr auch Partie gelegt ne? Ja, weil wann ihr aber bedenkt, dat war ja, hat ja nur große Krise gemacht. Ja, also ich meine, sie auch da zirkuliert an die 4 Uhr, nicht? Hat nicht so gesehen. Ne? Die war ein bisschen lichtsinnig. Ja, ich meine, Schuhen, ja. Schuhen. Die war ja die Konsequenzen nicht bewusst. Ja. Doch, die wusste ja, was ich passiert. Denk mal nur, war die immer mit 20, 21 Jahren, war die ich auch immer dauernd bewusst, was man zurückdenkt auf der Zeit. Ja. Dann also in der Menge Bier schon dicht, mit das hier nach gar nicht dicht. Ja. Ja, du hast erzählt, wer so saukal gewesen am Bunker. Hat er nie drüber durch, ein kleines Äffchen etwas dran abzurichten, weil am Kaundorfer Bunker, die hatten eine Feierstelle angerichtet und durch einen fehlenden Blick aus dem Dampf, ein paar Meter mehr weit aus dem Boden rauskommen und so weiter. Den aber heinz du Feier mehr. Also du, Robbe hin, als ich krank war. Die Hund, die Mädchen, die konnten müssen, die ein kleines Äffchen, den ich an einem Sarg, Grumpersack, und stehen du an der Bunker geschläft, und schon mit den abgeriecht. Du war Feier, du war Hütz, mit anderen 3. Aber ohne Dinge, da hältst du nicht aus. Ne? Ich habe gesehen, da gibt es einen kleinen Abschnitt an einem Buch, kurz Heil, von dem hat er geschrieben, du war ja ihn dabei, den hätte ich verraten, oder den als ein Unterseeboot. Ein Unterseeboot, den hast du noch liquidiert. Ja. Ja, erzählt das mal, wie ist das gegangen? Weil der kommt ja nicht anders in dem Moment. Wie sie da drauf kommen, wie ist das gegangen? So. Ja, du, ich meine, das ist 43 gewesen. Ne? Also so gewesen, überall wo die war. Also wir waren ziemlich gut organisiert, die LVL, die war ziemlich ganz gut organisiert. Also, das ist fantastisch, was letzte Jahr gemacht.
Und dann sind Leute umgesiedelt gehen. Ja? Einfach so, wo ich Kontakt abgeholt. Und wir sind alle zusammengekommen, dass darüber diskutiert, über Mama, du mit dem Kerl. Und du hast da gesagt, wir gehen sicher und dann kontrollieren wir. Ja? Die waren nicht sicher, ob du Spitzel wäre oder nicht. Wir wollten einen testen. Ne? Wie war das, was für eine Rolle die du gespielt an dem? Da muss mir noch viel erzählen, wie das dann war. Und du hast dann schlussendlich den Heimanns, der war beim Schultes verstoppt, und den hat bei sich gekriegt. Und du den ausgehorcht an die vier und dann sind ein Kind mit dem Spaziergang, du hast ein paar Bayern alles, du siehst alles, was denn da hat. Und die vier, du hatten anscheinend Dinge von der SS hatten dabei, was das, also verräterische Spuren waren da. Und du sind mit denen zusammengekommen und hin, weggehalten von den Versammlungen da. Und du wollten so ich sollte nicht schießen. Ne? Nee, dat brengen nicht tätig einfach kahlbliedig an du wie staat net voll tun se mich bisschen herausgelos weil ich net d'accord war dat schreibt den Heimat die schreibt den schreibt die Geschichte an schon do an dem neue Buch und nicht auch en ganz kurzen Notiz wie dat für sich gegangen ist das dem Loch sein Geschicht Ja, okay. Ja. Die drei vom Birch. Das ist die Geschichte, die drei vom Birch. Das ist die Geschichte. Ja? Okay, und du hatte zuerst gesagt, die sollten umlegen. Ja, also das... Was ist so Birch gekommen? Weil ich die zwei Preise in der Schoss hat, haben sie gemeint, ich will... Ich gehe da bei nicht tun, das ist ein Harden oder was. Ja, okay, und dann, wie sind du vorgegangen mit dem? Ja, das steht hier beim Heimat. Aber ja, ich habe mich rausgehalten, die nicht mitgegangen. Sie haben einen Fall abgebaut, oder wie? Ja, so einen Fall abgebaut, so gesagt, also mir hat gesagt, oder wen gesagt wird, wir gingen transportiert gehen. Wir gingen auf Biesen transportiert gehen, ne? weiter transportiert gehen. Und sind aber ein paar andere, die sind dann auf die Platz schon gegangen, an der Biestadt, die Beste, die noch besser geht, Biesen, nicht so weg, an der Biestadt, die haben da gewartet und die Indianer haben da hingeschläft. Dann hat er einen Revolver. Ne? Und ich bin mal als da hingesprungen, ich weiß auf jeden Fall, aber ich habe ja keinen Nebenzen, dann doch kein Wert. Und er lebt doch nicht mehr. Und den hat er mit Knüppel über die Schule. Und den anderen hat er geschossen. Und das ist auf der Platz begraben. An nom Krieg hun die Eltern, die hun do Prozesse die hunn herausgeht, wo ëmkom wie wo an die 4 Fusten, die vun Himsinger erbig Prozess dokrit sinn alle go freigesprach gin. Ja. Aber die wollten do Rechtfertigung fir fissen. Ja. Dat war also dat eng Geschichte die oft am Krieg firkom. Ja, kann ich habe kurz gesinn Zeilen hat du beschrieben dafür. Ja, voilà, da war es, ja. Okay. Ja, dat war dann da, dann ja, an wie hast du können so wurde ich überlegen mit bei Nachdenken, wo kritisch war. Wo der verstoppt war, wo sie kommen sind, wo war der los? Ein Hausdurchsuchung. Ja, da war ja aber ziemlich... Ja, die erste war ja dort zu März. Erzähl mal lieber die 2 Hausdurchsuchungen. Ja, das war durch, weil die Kips, sie wollten die Kips verhaften, Gestapo. Das war eine große Aktion. Ne? Wo war das? Zu Meschenbohren zu Merzig. Und, ich war am Bootzimmer beim Konzertmus, ich habe schön auf Haus gesehen vom Kips, in der Platz. Und wenn wir rabbeln, das Geschoss, richtig eine Schießerei. Und da war mein Kollege am Gang, sich mit den Preisen zu zerschießen. Die wollten die Kips da verhaften. Und wie als Gang
die letzte Boden fertig wurde, Käse schoss, an der Dame von 2 Polizisten, 2 Gehärzte, Salzrop. An den eben sagen, die net fertigbrut Peisener Schacht zu halen an auszubrechen. Und die anderen die Bär an de Bisch zu verschwammen. Aber Peisen hatten 2 Verletzte. So wieviel waren die ungefähr? Du feiert Stück. Die sind net zu 3 gekommen. Da war ein richtig Razzia. Weil du sind se och nach op Mischebuch gegangen an du huet ein se geschossen. Dem Matti huet ze geschossen an de Party den hun se du verhaft den wo kom. Ja de Zzweepstopp beim Kippchen dicke Baue. Loch hesuchen gar. An de Matti sprengt ze Fenster den Fos gebracht huet den se geschoss. Fi den Dingen ze fahren. Dat war die Geschichte vom 20. November. Ich war do am Haus Konzemius hun da mat krit, weil ich zufällig am Bootzimmer war Dach. Du hast an die Haussuchung kommen. Du hast der ganz Mäzi im Stall gin wie in 2 Kompanien vun Trier se kommen do das alles ganz Mäzi as besagt gin. Aber Mäer lo wis mir ganz genau wat er bis kennt. Leiit sind alle vun 16 und Jonge sind alle an Gemeng gerufen gin an se Vi. Und du hast all Haus ënner sich gin durchguckt kämmt gin. Und ich mir an Stree tschen dem Hé an der Mauer as immer be de Platz. Ich mir dorufe so gelos 2-3 Meter. Du war de was de Geschicht firkommen, wie sie seg Uniform gesinn hun kan mit seg Uniform gesinn. Du nech ugal, dat ze net so streng war mat dem. Dat war dann ja. Ja, den hat die Uniform, den hat die Platz als Blockleiter ugeholt zur Tarnung. Als Blockleiter. Ja, als Tarnung, zu sich. Wir können dann aber alles gewurt ziehen, was die Preise gingen organisieren. Ja, an dose Gesicht an wie die Uniform gesehen und wie weiter Gesicht. Ja. Du nach en kleng Anekdote du obes du hunn ja warm hege schlower me sinn ich dann am Hausrick duch de Gang am Haus hun immer an de gute Stuf, du war dann eng Fensterchen van se Gees hunn netfir bauchen duch de Gang kon hatten Fenster an du hunn sie dann ëmmer Dissen da an die Vitrin do stalt klenge Mauer Schaf. Ech hun héier dat diskutiert gin ass an de Kicher nicht mal met Menge seit Dir op de Preisen. Die hunn an de Nøcht hunn dee Poste gestang an die meiste misisten Leiit hunn dee missen de Kaffee machen. An se loes zo. Die hunn halle Fletzebech geschwart, dat war an der Leiite vun der Grenz sein. Wie waren die Tippen? Da waren du radikal oder waren doch die wünschlich? Dat meescht waren einfach Familiepappen, dat war schon mir die dat gonnet ge mat gemerk vun Gold. Waren doch drinnner die war noch Fanatiker umgedreht drinnner, die mal zwing an zugedeckt. Er war noch dabei och zu Heichentheit, der war noch do. Die 2 letzte Boier die sind du awer versat gin, die sind im Ido blieben zu heichend. Die sind allen 2 versat gin an den een, den as hat net rem kom. Den ass verschwonnen. Soweit fir Haut, dëssen Deel vun engem lange Gespräch mam zwangsrekrutéierten Emil Schwirz, déi no der Befreiung fir d'Amerikaner déi seit der Musel an engem liewensgeféierlechen Ersatz wichteg Informationoune gesammelt huet.